Herzlich willkommen zu enger neuer Trailer Reaction. Und zwar Hunnisch haut dabei, der gesiedet ihr schon, Peter Pan. Ja, Peter Pan and Wendy. Für alle guten die Leute, die so wie ich mit Disney ziemlich abgewusst sind, misst Peter Pan ein Begriff sind, aber für die Leute, die nicht damit abgewusst sind, ich weiß nicht, kann ich da lernst kommen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Disney ja an der Last groß dabei für all Filmer, all Zeichentrickfilmer neu abzulehnen, zu modernisieren oder vielleicht wie mit vielen, was sie gerade machen, also viele von den modernisierten Filmen, zu verschlechtern. Und also weil es schon es sind, wenn ich so drüber nachdenken, da fällt mir gerade kein an, wo ich so ja, das war ein absoluter Mehrwert, das war bombastisch, was man nur denken soll da fallen blenden nicht an, aber ich denke nicht, ich denke so der große Knüller war nicht dabei, war mal mehr mal Manner gut, öfters mal Manner gut, a wann se mat App iwwerzege konnten dann nimmer mat Optik an du noch mat Peter Pan, weil der einschenk macht as die ich als Kandiments gern hat an schmiss man original man enke gucke fir mat dat an Erinnerung zu rufen me ich denke mir starten einfach mal direkt ran. Tell me, how did you come to Neverland? Michael! John! Are you... Lost Boys. Every last one of us. Lost Boys, ja. But you're not all boys. So? What is it? Also schon an der Hinsicht modernisiert du gesinn lo schon am kritisch Stimmen was Lola kritisch Stimmen die da so ja me du Hunde die Hunde aber du nicht verloren bla 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 beide schon verloren bei den Lost Boys gesinn lo nicht als problematisch weil auch die Thematik mit der Areal ich persönlich gesehen hat nicht so schlimm. Ich gesehen hat absolut nicht so schlimm, weil für mich als das Problem echt darunter, dass mal endlich so gute Film machen. Mir ist das eigentlich egal, wen du den Hauptakteur hast. Hauptsache, man bringen eine gute River an, es funktioniert. An ethnische Herkunft, an was für ein Geschlecht eben bei den Lost Boys, als für mich absolut egal, gleichgültig. Weil man hat einfach gute Film. Das ist der Punkt, weil ich verstehe nicht, dass ja, wie soll ich sagen, dass der Gescheit so groß ist über die Schauspielerwahl, aber Gescheit irgendwie nie so groß ist, dass die Filme gut nicht so gut sind. Bon, egal, komm, wir gucken mal weiter. This place. It's home. Peter found it. Whatever fand ich schon mal ganz coole Look. It's like he found me. Peter Pan? Were you expecting someone else? What do you say, boys? You ready for an adventure? Ja, klassisch sehen. Okay. It looks very far away. It's closer than you think. Okay. There, look! What is it that you're afraid of, my love? Perhaps I don't want to grow up. Hold the past in your heart, but where you go from here, it's up to you. Den Hook. Wendy, Moira, Angela, darling. Where is Peter Pan? Okay. Disney Plus könnt ihr Apps? Ne, ich meine nicht. Okay, ja, es sind, ja, ich weiß noch nicht so ganz, wohin mal. Weil ich fand die Optik ziemlich bodenständig, ich fand sie ziemlich geerdet, das
das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich schon nur als Lehrstunde den grauenvolle Pinocchio am Kopf, der wirklich schlimm war. Wenn ich das richtig gesehen könnt den direkt auf Disney Plus, kann nicht sehen, weil das hat man doch heute zum Schluss gesehen. Müsst den direkt auf Disney 21. April. Okay. Ja, wenn man den Sachen so direkt auf Disney Plus, ich weiß nicht, ich fand viel Filme, die meisten Filme gehören eigentlich für mich trotzdem an das Kino, weil es einfach noch immer etwas ist, das ernst ist, auf der Leinwand können zu gucken. Und ja, so direkt auf Disney Plus, das hält dem Ganzen irgendwie so das große Blockbuster-Gefühl, so das große Kinoserlebnis. Irgendwie wünscht gefilmt, statt der Film schon direkt mit Klang, wie ihn eigentlich schon ist. Ja, das macht mich ein bisschen traurig. Natürlich ist es mittlerweile ist es so, dass die Leute sich dann nicht mehr unbedingt die Menschen gerne deplacieren, für dann einen Film gucken zu gehen, dann machen sie halt lieber daheim am Kanapé. Aber ja, mal gucken. Also für mich gesagt, der Film sieht mal relativ bodenständig aus, das gesagt, alles ganz okay aus, das ist noch nichts dran, das hat mich irgendwie schockiert, wo ich so, boah, nee, wie konnten sie nicht mehr? Weil das für eine Decision für eine Optik, und das gesagt, alles schon ziemlich seriös aus. Ich hoffe just, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen gedeelter Meinung sind, ich hoffe, es gibt nicht so ein Ball 1:1 Copy, wie sie mit Lion King gemacht haben. Ich weiß, Lion King ist mega gut gekommen, mir ist schon mal nur Lion King wirklich gedauert. Ja, mir wieso habe ich das da gebraucht? Also wieso macht man dann einen Film, der wirklich quasi Ball 1:1, nämlich das wie das Original, der gut nichts Neues adaptiert, sich gut nichts traut, an da kann ich mal das Original gucken, da weiß ich nicht, wie wer den das neu muss verfilmen, wenn du kein Risiken ergeht. Ich hoffe, dass das Datei nicht der Fall wird sein, dass man halt nicht einfach 1:1 einen Film kopieren. Weil ja, das gehört ja aber ein bisschen dazu, wenn den so etwas remaked oder reboot oder was weiß ich, dass ihn du halt Mehrwert rauszieht, dass ihn das neu mischt. Ja, ich hoffe einfach, dass der Film nicht enttäuschen wird, dass ein halt ein bisschen Faszination von dem allem transportieren kann an nicht lieblos geht, weil das ein bisschen nicht viel, was man gerade bisschen bei Disney ganz viel vermittelt wird, egal was Fänger macht, das alles ziemlich lieblos ist. So, ich denke, das war jetzt schon mal diese Episode. Los mal gerne eher Meinung zum Trailer do. Schon mal so ein bisschen mehr war, schon mal ein bisschen mehr Spektakel war. Mehr muss auch nicht immer drüber und du wieder knuppen an her nur das am Film nicht lässt, dann ist besser. Der Film überzeugt mir an den Trailer lesen ein bisschen Mikal. Voilà, los mal gerne eine Meinung do und dann sehen wir uns am nächsten Video. Ciao!